Und da sind wir zurück bei Super Mario Galaxy 2 in der Honigblütengalaxie auf der Suche nach dem nächsten grünen Stern. 150 haben wir bereits angesammelt. Also natürlich normale Sterne plus grüne Sterne. Und jetzt ist der nächste fällige. Ist der super, wie sie aussieht. Ich habe keine Ahnung mehr, was da hingeht. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Ich habe vorhin keinen grünen Stern gesehen, das beunruhigt mich ein bisschen. Hallo, wäre es vielleicht mal... wieso hat es da Leiter, wenn ich nicht hochklettern kann? Menschenskind, hey. Ja, so. Sternteile. Laut Lord Kai und euch brauche ich ja... Hilfe. Brauche ich ja über 1000 Stück... Nein, Moment mal, stimmt gar nicht. Über 9999 Sternteile für den allerletzten Stern. Was ich eben noch nicht glauben mag, aber es ist ja so. Also wenn ihr es sagt, und dann glaube ich euch, ganz einfach. Hallo Bini? Verdammt. Hier ist ja gar nichts. Raus hier. Übrigens, wenn ich schon mal von Lord Kai und so quassle und von vergangenen Zeiten, ich habe mal vor ein paar Folgen angekündigt gehabt, dass sich das Format ändern wird. Bei Galaxy 2 Green Star Challenge. Okay, Format stimmt nicht ganz, aber ja doch, also sagen wir mal so, das System wird sich ändern. Und das wird, wenn das jetzt hier wirklich Folge 10 ist bei Galaxy 2, dann dürfte das bereits ab Folge 11 der Fall sein. Was genau sein wird, sage ich noch nicht, aber naja, ich habe bereits einen kleinen versteckten Hinweis gegeben mit Vergangenheit und so und vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch, was ich mal noch beim allerersten Galaxy mal gemacht habe. Wer weiß, so. Bin ich noch richtig? Ja, nicht ins Wasser. Ja, du bist ein Junge, bin ich da. Nicht ins Wasser, Mario, nicht ins Wasser. So, schon besser. Verflixen zu gnädig. Ich höre einfach keinen grünen Stern. Wo ist der? Ist der echt so weit oben? Nee, oder? Ah, verdammte Propellerviecher, hör nix. Wow. Meine Fresse. So, Rückwärtssalto? Natürlich geht's nicht. Ist ja klar. Ich höre immer noch nichts. Da ist der andere Stern. Den hatten wir ja auch schon mal. Nö. Ich höre wirklich nichts. Doch, jetzt höre ich was. Die Frage ist bloß, wo ist der? Wo ist der Stern? Nein! Welche Zeit läuft der gerade ab? Das war crazy. So, jetzt höre ich ihn langsam wieder. Das heißt, er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Theoretisch. Praktisch wohl eher nicht. Oh, du schaffst das, Mario! Na Gott sei Dank. Und au, das ist der... Nein! Na toll, noch eine Power. Scheiß Propellerviecher. Scheiß Propellerviecher, ich hasse euch. Ja, ich weiß. Einfach ein bisschen vorsichtiger fliegen. Probier's doch mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Dann sieht man doch, dass alles klappen kann. Und wenn ich es mit Gemütlichkeit versuche, dann ist oben schon der Stern. Wenn er hier ist, kann ich mal kurz hier abspeichern. Save State, nicht wahr? Ja, ich habe ihn gleich. Und ich habe ihn. Ja. Stern Nummer 1. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Sorry. Hust. Yeah. So.
Welcher Stern muss als nächstes dran geladen und zuerst mal einzahlen? Na, wie sieht's aus, Kumpel? Ja, ich bin der Lackertoad, ich bewache alles und jedes. Das klar, Mann, ich habe hier einen Speer und einen super duper Megaschild aus... Was soll das sein? Lebkuchen? Ja, willst du so reifen? Ja, bitte. 2300 habe ich bereits. Einlagern. Cool. Ja, das Schild ist aber so schwer. Ja, ich weiß. Du bist ja bald erlöst, kleiner Kumpel. So, auf zum letzten grünen Stern. Und schnappen wir ihn uns, Leute, wo auch immer der sich wohl verstecken mag. Es wird wärmer, es wird wärmer. Alles klar, ready to go. Also jetzt mal hier in der Region vom ersten Stern, sprich noch in der Region vor dem ersten Stern, wird er vermutlich kaum sein, weil dann hätte ich ihn irgendwie gehört oder sehen müssen. Wie auch immer. Daher vermute ich ihn mal irgendwie am Ende der Welt und ich hoffe, dass euch trotz allem gefällt. Was? Nee, Quatsch. Ja doch, also schon, aber das wollte ich also eigentlich nicht sagen. Es hat sich einfach gerade so schön gereimt. Mario, was treibst du da für eine Scheiße? Mann! Mario, zieh dich hoch. Naja, oder so. So, das hast du verdient. Voll auf die Schnauze. Und hoch mit dir. Bienenpower, Bienenpower. Abgespeichert. Und... Yes und... Yes und... Yes und... Yes or no. Kannst du holen. Und schon der nächste. Komm schon, komm schon. Nicht so viel Zeit verlieren. Ich will den Zuschauern was bieten. Also euch natürlich. Runter mit dir. Dankeschön. Die Musik ist zurück. Das kennt man gar nicht. Yippie! Und ich will keinen einzigen. Ist ja super. Yeah, ein paar Münzen. Bin ich cool oder bin ich cool? Achso, das ist für die Münzen. Jetzt weiß ich, wofür der Countdown ist. Ups. Ja. So, hier oben kann ich bleiben, hoffe ich doch mal. Ich muss noch ein bisschen Energie sammeln. Ja, das reicht niemals, reicht niemals. Jetzt reicht sie niemals. Ja doch. Glück gehabt. So ist der erste. Hier unten ist ein schwarzes Loch. Da gehe ich garantiert nicht hin. Ich stehe nicht so Schwarzlöcher. Ich bin mir der Freund von weißen Löchern. Was ist denn überhaupt für ein Viech? Tintenklecks oder wie? Ja, so eine Idee kommt auch nur Nintendo, hey. So. Oh. Das ist... Das war mal very knapp. Ich bin gleich oben bei den Hoden. Hey, was? Nee, Quatsch. Und schwinge die Schwing. Wo war jetzt der Stern? Ich höre ihn zwar, aber ich weiß nicht, wo er ist. Komm schon durch mit dir. Ja. Sternteile. Ich bin Sternteil geil. Jetzt habe ich mich geoutet. Ich bin Sternteil geil. Und ein bisschen Schwung nehmen. Nochmal ein bisschen Schwung nehmen. Du. Oh. Oder vielleicht nach unten? Scheiße. Ich habe vorhin den Stern gehört, jetzt höre ich ihn nicht mehr. Geht's auch zurück wieder? Das ist ja wohl ein fertiger Beschiss, ey. Okay, wir haben noch abgespeichert, das heißt, ich kann jetzt mal hier schön lang... Hallo, ich möchte rausfliegen. Hey, wie, es geht nicht. Willst du mich verarschen? Da kann ich rausfliegen? Okay, und. Irgendwo ins Nirgendwo. Ist natürlich auch sehr schön da.
So, verflixt und zugenäht. Wo war jetzt der Stern? Ich habe hier einen gehört. So, hoch mit dir. Was wir machen, ist natürlich sehr gesund. Na, geht doch. Und jetzt schön hier durchfliegen, mich nicht berühren lassen. Ich lasse mich doch nicht von jedem berühren. So weit kommt's noch. Dazu bleibt die Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Ist theoretisch da hoch, aber... Moment mal. Ist da oben Glanz? Nee, verdammt. Ah, ich dachte, der könnte vielleicht irgendwie da rechts von uns sein oder so. Der muss da... Ah, da ist er ja! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Tja. Immerhin weiß er jetzt, wo er steckt. Ist doch auch schon mal etwas, oder? Ganz schnell da hoch, also auf ganz die Schnelle. Oh, 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 oh. Das war ja sowas von klar. Ja, Trick 17, siehst du? Ja, du dämliches Viech. Es geht auch so hoch. Ich mal kurz überlegen, ich muss ja ganz hoch, nicht wahr? Das heißt, so hoch schleudern lassen und dann fliegen. Nein, das wollte ich eben nicht mehr. Das... Wie sagen wir doch so schön, alle guten Dinge sind 3. Wohl eher 4, oder? Ist doch bereits der 4. Versuch. Sorry dafür. Ich gebe mir die größtmögliche Mühe, die überhaupt möglich ist. So funktioniert es also nicht. Ich fliege da gerade wieder runter. Das heißt, ich muss also vielleicht auf dem Baumstamm landen. Dann rüberfliegen, das wäre eine Variante. Die andere und letzte Variante, wie ich schätze, wäre vermutlich... so garantiert nicht, aber sowas in der Art. Was überhaupt auf dem Baumstamm landen? Ich meine, hier landen, geht das überhaupt? Tja. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es so geplant ist, dass man es so macht, aber es funktioniert. Das ist doch schon mal die Hauptsache, nicht wahr? Yeah, Galaxie komplett! So. Ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, ich hätte noch 10 Minuten Zeit, theoretisch. Ich habe bereits 2 Galaxien abgeschlossen, diese Aufnahme. Wobei, Bowser, das Lava-Imperium, noch 2 grüne Sterne. Sinkfluggalaxie, na komm, die versuche jetzt noch. Versuch's zumindest. Noch 2 Sterne abzugreifen. Kometenalarm! Zum 100. Mal! Grün Stern Number 1 in this galaxy. And where's his place? Ja, schön. Ich sehe nix. Also entweder brauche ich bessere Kontaktlinsen oder ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Und die Rede ist natürlich vom Stern. Nein, wie wär's, hä? Weiß ich schon. Ja, du weißt Bescheid, hä? Ja, ob du dich damals irritierst. Ja, vielleicht weiß ich noch, vielleicht weiß ich auch nicht mehr. Mal gucken. Das ist doch irgendwie mit... Genau, runter zu beschleunigen. Tja, das ist relativ simpel. Reißt man ein bisschen langsam. So, Nummer 3. Ich habe ihn gesehen!
Ist das fies da unten versteckt, ey. Alter, das siehst du doch sonst nicht. Na, okay. Aber echt so klein verstecken, habe ich dann noch in letzter Sekunde gesehen und dann natürlich Prost Mahlzeit. Vielleicht ein Ballon hier. Ah, deswegen. Number one. So, Number two. Schön hoch und dann ein bisschen Sturzflug. Und wieder hoch. Und der Sturzflug. So, jetzt hier runter. Und voll reingeflogen, als hätte ich es noch nie was anderes gemacht. Yeah. Tja, so viel zum ersten. Wo ist der zweite? ...153, da wird doch wohl irgendwas in der Pfanne verrückt. Und jetzt den letzten hole ich mir noch. Den letzten schaffe ich noch in dieser Aufnahme. Wer weiß, wenn ich sogar ganz fix bin, vielleicht sogar noch zum Bowser's Lava Imperium. Aber nur wenn ich ganz fix bin. Was ja im Grunde genommen bei mir so gut wie nie zutrifft. Vor allem bei Mario Galaxy 2. Ich muss zugeben, Freunde, Galaxy 2 ist ein cooles Spiel. Hallo, ich habe Grafikfehler drin. Ich sehe auf dem Bildschirmscreen, also vom Fernseher, aber auch auf der Aufnahme nicht, wie ich gerade sehe. Auf der Aufnahme, genau. Seltsam. Wie wär's, ja? Ja, großes Sonnenkreuz, ne? Ist ja schön und gut. Die Frage ist bloß, wo ist der zweite? Okay, bis zum ersten kann ich mal so bleiben. Ja, wo war ich vorhin stehen geblieben? Genau, bei Galaxy 2. Das Spiel ist schön und gut, gefällt mir, ein toller Story-Modus, auch die ganzen Sterne und so, aber es wird meiner Meinung nach niemals Sunshine toppen. Ja, ich weiß, Sunshine ist bei vielen verhasst und so, und ich kann es auch verstehen, weil Sunshine ist vom Mario-Prinzip her kein richtiges Jump'n'Run mehr, da seid ihr eingeschränkt, da seid ihr auf diesen Streckweg 0816 und 0815 angewiesen. Das war eigentlich noch in keinem Mario so, aber genau das fand ich so genial, aber das lag vermutlich auch daran, das Tor, scheiße. Lag vermutlich auch daran, weil ich halt auch schon von Luigi's Mansion so begeistert war und deswegen fliege ich eigentlich hin. Und deswegen Sunshine für mich eigentlich auch so, ja, eigentlich schon von Beginn weg zu einem Lieblings-Mario werden musste und schlussendlich auch wurde. Weil halt auch mal, nicht immer nur das typische Mario-Bowser-Prinzip war da enthalten. Hilfe! Kann sterben? Haben wir gerade gesehen. Ich höre ihn aber. Dreh doch um, du Scheißvogel! Er sollst umdrehen. Na toll, okay, haben gesehen, er ist da irgendwo ganz rechts außen beim Ziel, ist natürlich super. Ja, wo mal stehen geblieben, genau. Bei Sunshine mit dem Mario Bowser Prinzip, da ist im Grunde genommen immer das gleiche. Prinzessin Peach lässt sich entführen und so weiter. Und Mario muss sie retten gehen. Aber bei Sunshine war es ein bisschen anders, da kam ja Bowser Junior noch dazu. Natürlich auch noch das Ganze, weil er auch noch eine Erfindung vom Professor Egipt hatte, das war knapp. Und dadurch zu einem bösen Mario-Klon wurde und das Ganze, ja, also Bowser war eigentlich schlussendlich dann wieder der Endgegner. Und während des Spiels war halt dann wirklich der kleine Junior derjenige, gegen den man fighten musste. Ich will das Leben gerne haben. So viel dazu. Ja. Das zumindest ist auch ein Grund für mich, wieso ich Galaxy 2 und so natürlich alles super finde, aber trotz allem Sunshine für mich bisher mein Lieblings-3D-Mario-Spiel, sag ich jetzt mal, bleibt. Weil mein Lieblings-2D-Mario, wenn ich das auch mal so sagen darf, das ist bisher immer noch... Habe ich hier einen Tauch durch? Ist bisher immer noch Super Mario Land 2. Das mit den 6 Golden Coins fand ich so genial. Hey, das war so fies, wieso ist du plötzlich schneller geflogen? Du dämlicher Vogel, hey. Ja, wie gesagt, Super Mario Land 2 von 2D-Grafik her, und vor allem von den Lane-Spielen her, bleibt das sicher mein Lieblings-Mario, was aber auch damit zu tun hat,
das damals, als ich noch ein Kind war und dann so mit dem Gameboy, der Gameboy Pocket damals noch. Aber den Gameboy hatte ich ja nicht, ich hatte direkt den Gameboy Pocket. Und da habe ich zwar Super Mario Land 1 gezockt, aber bin schon beim ersten Zwischengegner, oder war es der Hauptgegner, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war der Zwischengegner. Bin ich bereits gescheitert und da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr und so. Und dann irgendwie 1-2 Jahre später bekam ich dann Super Mario Land 2 und das habe ich dann. Das war einfach nur genial, fand ich. Wenn die ganzen unterschiedlichen Levels und den Spielmünzen man sammeln musste und am Schluss gegen Wario kämpfen musste, das fand ich einfach nur geil. Und ja, das habe ich dann auch fertig gespielt. Erstaunlicherweise, nicht wahr? Wenn sonst nicht so. Ja, scheiße. Ja, mein Gehirn wollte nach links und meine Steuerung nach rechts und daher Fail zum 3. Mal. So, jetzt aber. Keine Möglichkeit vorschützen. Das ist eigentlich besser auf dem Boden auftätschen? Ja. Aber immerhin passiert nichts. Ist doch auch schön. So dran denken, ich muss da oben lang. Damit ich dann rechtzeitig runter kann. Irgendwie so. Ah, Hilfe. So, das hätten wir auch. Jetzt kann zwar theoretisch hier durch, oder? Kommen wir durch die Ranken durch? Durch die Ranken schon, aber da nicht durch. Scheiße. So, wirklich da durch. Na, Mario, klappt das mit einem dämlichen Flugvogel? Ja, wird schon klappen. Extrem langsam zwar. Hallo? Habe ich gerade eine Pause ein? Alter. So, ein bisschen konzentrieren. Er bleibt auch nicht übel. Jetzt gehe ich jetzt auf Speed. Das glaube ich einfach nicht, hey. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt versagen gerade so einem einfachen Stern. Wisst ihr was? Gehe ich rechts durch. Alter. Links in die Mitte klappt nicht. Links nicht, weil ich irgendwie nicht so richtig koordinieren kann. In der Mitte nicht, weil es zu tief ist. Dann gehe ich halt, wie gesagt, rechts. Meine Güte, hey. Oh je, also wenn ich jetzt schon versage, bei so einem einfachen Stern, könnte man sagen, wie fehle ich dann wohl erst beim allerletzten Stern, der ja, das weiß ich bereits, auch wenn es blind ist, das weiß ich bereits, dass der letzte Stern der schwerste von allen ist und beim ersten Mal sowieso nicht zu holen ist. Ich schätze mal, da werde ich um die 50 Versuche brauchen, mindestens. Das sind Lianen! Kopfverdeckel, sieh noch einmal, flieg doch einfach da durch! Leck mal nach dem Tschöpli, hey. Okay, ich bin ja friedfertig heute. Merken Sie nicht, ich bin friedfertig. Ich bin doch richtig nett. Was haben wir eigentlich für Zeit? Ja, 10 vor 12, das geht noch. Es ist am Morgen Montag, ich muss zur Arbeit gehen, nicht zur Schule. Nee, zur Arbeit. Aber ist doch kein Problem. Ich hab sowieso noch Überstunden einzuziehen. Also nicht mehr viele. So, jetzt aber hier unten durch, dämlicher Vogel. Bin ich jetzt schon wieder? Ah, hier. Stimmt, hier oben durch wollte ich einmal, wa? Na egal. So, jetzt wie gesagt, fliege ich rechts durch. Und da war ich doch bereits, oder? Bin ich da nicht bereits mal durchgeflogen? Oh, erinnere mich. Das macht ja gar keinen Unterschied, ich Trottel. Nö, macht keinen Unterschied. Na gut. Das. Verdammt, da kann ich runter. Das geht so wohl nicht. Ich erwische diesen dämlichen Stern einfach nicht. So, jetzt reicht es auch eine Komplettlösung nach. Ja, ganz toll. Da wird im Grunde genommen genau das gerade, was ich schon die ganze Zeit versuche. Eine tolle Komplettlösung. Vielen Dank. Jetzt hat die Zeit natürlich wieder mal vorbei. Dabei wollte ich irgendwie noch Bowser's Lava Pill machen, nicht wahr? Weil ich dachte, das wäre so skillig und so. Und voll der Pro-Gamer.
wie Kronk es so schön formulieren würde. Aber nö, natürlich nicht. Ich und Pro-Gamer, tja, an dem Tag, da regnet es Schweine. Das war Schweinsbraten vom Allerfeinsten. Verdammt, jetzt kriege ich Hunger, hey. Ist ja schon abends um 12. Na okay, Hunger kann es nicht sein, muss irgendwie die Gelüste sein, nicht wahr? Ja, die Essgelüste, die Fressgelüste. Die Fressgelüste vor allem. Sauf ich halt einfach nachher noch einen Kaffee und dann ist wieder gut. Wow. Oder wenn es so weitergeht, lieber einen Schnaps. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was? Nein, wieso? Warum? Wieso hasst ihr mich? Wieso hasst mich der Vogel? Ich überlege ernsthaft, das Ganze zu schneiden, Leute. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft. So. Fazit, ob ich unten und oben durchgehe, spielt keine Rolle. Tatsache ist, ich muss schauen, dass ich keinen Schwung mehr bekomme bei der Passage, weil sonst habe ich halt einfach Mühe mit dem Zielen. Ich alte Zielschleicher. Nicht Blindschleicher, sondern einfach Zielschleicher. Uah. Oh, nee, keine gute Idee. Ich wollte gerade unten durchfliegen, aber dann will ich aber möglichst noch den Stern. Möglichst tief, möglichst tief. Und genießen wir das Plätschern des Wassers, die hübsche Melodie. Und immer wenn ich an Wasser denke und an eine hübsche Melodie, das erinnert mich immer an den zweiten Pokémon-Film. Frag mich nicht wieso, ich habe keine Ahnung. Geht doch! So, Aufnahmepause ist fällig. Ich brauche eine Pause. Hilfe. Ich wollte nur eine knappe Stunde aufnehmen und nehme jetzt schon, ja, knapp eine Stunde auf. 154, nicht so viel, aber es könnte doch schlimmer sein. Oder? Oder? Ich hoffe, es könnte schlimmer sein. Was ist mit dir los? Hallo, Fetti. Das ist so eine harte Galaxie und du hast das meiste noch geschlagen, ne? Das, ja, SP2. Alter, halt die Klappe. Und noch ein bisschen Abergymnastik für den alten, eingestaubten Mario. Wahoo und Bam. Ich bin zu hohl, ich hab kein Hirn, ich spür da nix. Ja, da erzählst du mir nichts Neues. So, Freunde, das war's für diese Aufnahme, für diese Folge. Wir sind bei 154 Sterne, das ist nicht mal so schlecht. Und ab der nächsten Folge, wenn dann hoffentlich alles klappt, also vor allem bei mir natürlich zeitmäßig, weil der andere wäre schon lange bereit, deshalb wird dann ab der nächsten Folge wird sich das Format ein bisschen anpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu, it's a me, Michael. Oh yes, M for Michael, not for Mario.